Welkom hier, wenn du den YouTube angeschaut hast. Hier sind wir im Studio von Exalta Jesus. Wir sind hier nicht die ganze Band, bloß ein paar von uns. Und wir haben Orlando Pana angeladen, dorthin. Wir möchten von euch einfach mit YouTube singen. Gott loven und preisen mit den Leuten. Jullie aanladen, wo immer je sind. Ruipt jullie kinderen, ruipt jullie familie hebt. Zingt met ons met. En nu hebben we alle hebben ook Gottes Wort hier. So, du bist eingeladen. Merk einfach mit, wo immer du bist auf der ganzen Welt. Und sing mit uns mit. Uns Gott es wird zu loben. Jesus, solang hast mein Puls noch geht. Verreck die Loben von Worten. Jo, ich will jeder Tag auf die Wort hören. Weil holen dich wie die blieben. Jesus, solang hast du noch unten. Bist du das Geld? Die du what you love,
Heer Jezus, dat willen we ons ganze leven lang doen. Wanneer we zingen, dat die eer brengen mocht en dat alles wat we doen, die eer brengen mocht. We loven en danken die, willst du best uit ons. Ans je wordt je kärlek gewandert graf. Gottes Lamm har gästat vet. Ans je wordt je kärlek gewandert graf. Gottes Lamm har gästat vet. Ans je wordt je kärlek gewandert graf. Gottes Lamm har gästat vet. Der viert Gott de Länder mit seine rechte Wahrheit in heu es ook von der Herr über alles nicht jet am verloren nicht passiert ohne dort heu versorgt dort heu für uns sorgt da wir ganz sicher sind heu erst ab unsere Seite.
Du bist das Kreuz, wo mein Heiland starb. Du, wo Erlösung von Sünden sorgt. Du warst bei mir mit sein dieres Blut. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Du warst bei mir mit sein dieres Blut. Herrlich ist sie nun. Köstliches Blut habt ihr Rat von Sinn. Heit diese Freude, sie du sind. Mein Jesus hat mich heuer mein Freund. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Du warst ein Wien, als in dir es bleibt. Herrlich ist sie nun. Komm nur dort, wo dort es sei. Leid in der Sorgen bis in der Freude. Storm innen und dort, wo da Bräut. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Du warst ein Wien, als in dir es bleibt. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Du warst ein Wien, als in dir es bleibt. Herrlich ist sie nun. Herrlich ist sie nun. Maar we doen aan denken wat hij al voor ons, wat we hier zetten, gedaan heeft. En ook voor die, dan weet we zien om als herrlich, niet? Van dem tja we zingen, wens wel wo de schuld betoeld hebben, wat uit aangesteld hadden. Kunt je niet betoelen. De kunt je niet betoelen wat je niet aangesteld hebben, bitte Jezus kon de betoelen. En daarvan wel we zingen, en dan tja we ook einfach aan ihr brengen. Hij maakt ons vrij, zo vrij, ganz vrij. Zing met. Ik vrij me de Welt dort te zijn, zien blut mir vrij van de zin. Dat Gott seine Gnoden erbarmen, sie echt mir für immer sein Kind. Sing, so vrij, ganz vrij, zien blut mir vrij van de zin. So vrij, ganz vrij, nu zie ik voor immer zijn Kind. Ganz vrij in so möglichen Jesus, für den Frieden, wo ich hab, sind nicht Wien. Ich weiß, dort er bleibt hier besiegt mich, solange muss ich lieber bei ihm. So frei, ganz frei, sing Glück mit mir frei von der Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor immer zijn Kind. Ik dank meinen scheinen Erlöser, ich preis am den ganzen Tag lang. Ich sing will's, ich kann es nicht stellen, mein Hort ist ganz voll von Gesang. So frei, ganz frei, sing Glück mit mir frei von der Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor immer zijn Kind. So frei, ganz frei, zijn Glück mit mir frei von der Sinn. So frei, ganz frei, nu zie ik voor immer zijn Kind.
het weet dat het warm nog zijn. Mijn König, mijn Heiland, mijn Freund. Hij wies mij krijgt, wo ik zal gaan. En jeder da, hij nannt mij op, hij wees zijn tje. Zo vrij, Gott vrij. Sie bleibt noch nie frei von der Sinn. So vrij, Gott vrij. Nu zie ik voor immer zijn kind. Nu zie ik voor immer zijn kind. Ja. Je weet aber auch, dass diese Freiheit nicht einmal zu sperren hat. Und dass du manchmal Tide sind im Leben, wo sich das nicht so sperrt, dass wir Frieden haben mit Gott und wo wir einfach mit vollem Herzen Gott loben können. Und dann auch, da wir in dieser Zeit von Troubles weiter dort Jesus bei uns ist. En tid van troubles, en tid van nood, en tid van bange. Bist du wirklich hier? En tid van weidel, en tid van storms, en tid van bange. Ik segne die. Jesus, du bist hier, und du stehst mir bei. Led dir um min Denken, sieh du in mir. Jesus, ich ganz allein, geh weg mir Hand, und mein Leben lang, sieh du mein Hand. En tid van troubles, en tid van nood, en tid van bange. Bist du wirklich hier? En tid van weidel, en tid van storms, en tid van bange. Ik segne die. Jesus, du bist hier, und du stehst mir bei. Lerne um mein Denken, sieh du in mir. Jesus, die ganz allein, geh weg mir Hand, in mein Leben lang, sieh du mein Hand. Trouble nicht und Sorge bring ich hier dir. Freunde auf Stanzen Wangen, nennt euch hier von mir. Trouble nicht und Sorge leih ich nur auf dich. Freunde auf Stanzen Wangen, dein hast du für mich. Jesus, du bist hier, und du stehst mir bei. Led um min Denken, sieh du in mir. Jesus, die ganz allein, geh weg mir Hand, und mein Leben lang, sieh du mein Haar, und mein Leben lang, sieh du mein Haar. Mijn leven lang haar ziet du mijn haar. Du dat wat van mij oppast, du dat wat mij leidt, dat het mijn leven zo leeft, dat die eer is. Dat wat we mochten, wenn we nu die woord hieren, dan mochten we onze harten opmerken. En laat daar stien woorden, daar stien jezen, en ons nen komen einfach aan ons reden, te ons reden. Bid in Jezus zijn naam. Amen. Ja, liebe Freunde, in dieser Zeit, wo die ganze Welt heimgenommen ergriffen ist von Troubles, wo Menschen sich Sorgen machen, wo viele
in Angst und in Panik geraten, habe ich mir so gedacht, ich würde von dir über diesem Thema ein bisschen was sagen. Angst verbunden mit Fürchten. Op einmal door op den Blick richten, wat bedeutet für mich Gott fürchten. Wir zijn in der Bibel so viele Stellen, die uns über Furcht was sagen. Furcht kann uns stärken, die kann uns aber auch schwach machen. Das hängt ganz davon af, wem oder was wir fürchten. Die Bibel sagt uns sehr klar, wem wir fürchten sollen und wem wir nicht fürchten sollen. Wer uns stark merkt dat und wer uns schwach merkt dat. Furcht haben bringt uns nur das andere Wort, was wir viel brauchen, so als al erwähnt, Angst haben. Man kann mit dem Wort spielen. Was hat Furcht für mich zu sein? Was hat Angst für mich zu sein? So, wir lesen in einen Aufschnitt in Johannes Kapitel 16 im Vers 33, wo Jesus das so sagt, das habe ich ihnen alle durchwehen gesagt, dass je in mir Frieden habe. In dieser Welt, sagt er, habt ihr Angst. Aber seht ihr Trost, ich habe jenen der Welt gewonnen. So als wir auch in diesem Lied singen, hij kämpft für mich. Dat wat ik niet draaien kan, wat te zwaar is van alle troubles, dat draagt hij voor mij. So ik probeer me goed zorgen door. Waar ik verder was komen daarmee, hij is door om met mij te gaan en dat voor mij te draaien wat ik niet imstand zie. Laat ons op een beetje wieder checken, wat de Bibel ons over diesen Punkt sagt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 10, Vers 28, en verstjent niet voor die, die den Charpa duidmerken kennen, en de zuil ober niet duidmerken kennen. Verstjent leider voor den, die Charpa en zuil verdorven kan in de hal. Wanneer ik diesen uitdruk van Jesus hier, waar hij te mij redet heeft, dan sagt mijn Verständnis, dat heeft met Angst te doen. Angst. Angst te hebben voor wem, die mij uitmerken kan. Angst te hebben, die mijn zuil en een half verdorven kan. Verstjent voor dem. Dat kan mij in Panik brengen. So vielleicht fragst du die da nu, soll wie für Gott Angst haben? Gott, der doch ein Läuftool ja Gott ist, soll ich, wenn ich für Emma, so wie gesungen haben, nu sein Kind sie, soll ich Gott ja in immer in Angst leben? Ich glaube, wir brauchen besonders in diesem Thema die Führung vom Heiligen Geist, omdat wir das mitschreien können und verstehen können und im Hort abnehmen können und geloven können, was Gott uns mit dieser Furcht lehren will. Ich lade ihn einmal an, mit mir zu beten. Vor dem Himmel, du bist großartig, du bist wunderbar und du bist unvergleichbar. In all dem, was in dieser Welt ist und auf dieser Welt passiert, bist du der Ganze, der uns die Zuversicht vermittelt hat und sagt, ich habe die Welt gewonnen. Du hast nichts, was die widerstehen kann. Und ich lade an, Jesus Christus, dass du durch deinen Heiligen Geist uns in diesem Moment ganz neu sein musst. Und uns führen musst und ewig führen musst von dem, was du weißt, was wir lehren sollen. Über diesem Thema Furcht haben. Gott jene. En laat ons verstaan. En laat ons begrijpen. En laat ons van harte geloven. Dienen wir, der du uns redet ist. In Jesus Christus seine Nummer. Amen. Wir lesen Sprüche Kapitel 1, Vers 7 im ersten Aufschnitt, wo das so sagt, Furcht vor dem Herrn ist der Anfang von Verständnis. Seit keiner von Menschen von uns kann Verständnis erlangen, wenn wir nicht Furcht vor Gott haben. Du fangst dort an. Wir kennen viel Döne, und wie diese Leute aus, wie die singen, dann kommt mir so an, fang doch an,
wo wir angefangen haben, omdat die nicht den Rest vom Leben die verpassen hat. Von all dat Gute, was Gott für die vorbereitet hat. Der hat so viele wunderbare Gaben, die er uns mitteilen will. Eine kleine Ergebenheit, was mal passiert in meinem Leben, als ich ein kleiner Jung war, dann lehrten meine Eltern mir ein Gebet auswendig. Das ist nicht schlecht. Aber sie groot waren, einmal antwoorden wat ik betet heb. So dat Gebet worden vielleicht viele von jullie ook kennen. Er sagte, first Gott, lieve kind. Denn Gott, der Herr, weet en zit alle dingen. Amen. Dat Gebet dat wie jeder Abend vor dem Schlupen gehen. Beten. Uitwendig, schwind, schwind, schwind. En als we Amen gesagt hadden, dan werd de elder eenmaal gute Nacht gebracht en dan ging het hem sloepen. So, wat bedoelt dat? Ik weet dat niet. Ik kon dat niet weten. Mir wird das Verständnis nicht abgemerkt worden. Wat bedoelt Gott verste? Hij zit in weet alles. Ik kan alles doen wat ik wil. Dat is niets verborgen voor hem. Dat is niets im Geheimen voor hem. Maar ik wist niet wat dat bedoelt. Ik dank mijn ouders dat ze mij dat mal uitwendig geleerd hebben. Maar ik brauch Gott in de Überführung von seinem Heiligen Geist, omdat hij mij dat Verständnis gaf. En dat hij dat woord beleven deed in mij. Omdat ik begrijpen kon, wat bedoelt Gott verste. Mittlerweise zie ik van jou nog immer dabei, dat wieder te begrijpen, wat wel God mij vermiddelen, want hij zegt, de mij verste. Ehrfurcht, Gott gegenüber. Hoe zit dat van jou bij die en bij mij uit? Met onze Verständnis, Gott verste uit. Is dat wat man uitwendig kan, schwind doorzagen? Amen en voort. Oder ist das was mein Leben verändert hat? Ob diese Veränderung jetzt von der, was diese Gottesfurcht bewirkt hat. Ich möchte aber ich wieder ab dem Ende einmal einen Aufschnitt lesen aus Psalm 33. Ich glaube, wir haben viel Zeit. Wir können vielleicht diesen Psalm einmal lesen. Das sind nicht so sehr viel Fall. Aber das sagt also, Fried jünt im Herrn. O je gerechte, die vrome zullen am loven. Looft dem Herrn met hoppenspel en met spel. En speelt am eine Melodie op eine Hop met 10 Seiten. Zingt voor am ein nieuw Lied. Speelt Schein en schriet uit Freien. Wils wat immer Gott sagt, es reicht. En wat immer hij deed, daarop zijn we ons verloten. Hij leicht dort, reicht die recht en je recht zijn. Gott seine True hat je lief als over de ganze Erde. Du, wo du ons van jou seine worst en hier worst. Ook du, dat kan een ganz versterkendste aard op de wereld zijn. Ook du, als Gott. Hij sammelt al het meerwater op een steen. En hält veel water in zijn zisters. So hij heeft genoeg reserve voor die en voor mij en voor alle mensen op deze wereld. Laat de ganze Welt dem Herrn versten. Waarom? Hij heeft al viele Sachen erwähnt vorher. Dat is würdig, dat Gott gefeiert wordt. Laat alles wat in de Welt woont am hoog achten. Wils hij redt, en zo wie dat ook doen. Hij geeft zijn bevel, en zo stond dat vast. De Herr merkt de veldja een rood te nichts. En merkt de mensen een plans, dat hij nichts uitrichten. Aber den Herrn zijn rood blijft eeuwig staan. En wat hij im hart plant, steht eeuwig. Gezegend als dat volk dat Gott aus ihren Haaren hat. Die Menschen, die hij sich aus zijn aufgeut gewählt hat. Der Herr kijkt vom Himmel rauf en zit alle Menschen ja. Van daar wo hij op zijn troon zit hij alle, die op de Erde wohnen. Verst Gott, lieve kind,
Gott der Herr zit en weet alle dingen. Vers 15. Hij lenkt aan alle dat hoort en beobacht alles wat zij doen. Ein König wordt nicht durch seine grote Armee geraten. Ein Ries wordt nicht durch seine grote Kraft geraten. Piet helpen ook nicht. En ihre grote Kraft kan nicht raden. Aber der Herr hält dem jou, der am verste, die met seine trouw had geleefd, dat hij ihre Säule van dood raden wordt. En aan in de hongersnood om leven huilen wordt. Onze Säule reken met dem Herrn. Hij is onze help en ons schild. Ons hart vreet zich in arm, wils wie ons op zijn heiligen noemen verloten. Loot diene trouw had je lijf. Door nou even ons zinnen. Ik weet niet of ik wieder lezen wil. De psalmist stelt dat hier in mij nennen. De Schlätel ligt bij mij. En zegt, als wie onze hoopning op die zaten. Loot diene trouw had je lijf. Door nou even ons gaan. Als wie onze hoopning op die zaten. Weil wir onze hoopning op God zaten. Dem nou wat God zijn trouw had je lijf even ons zijn. Dem nou dat wir onze hoopning op hem zaten. Hij vreet zich aan jeder einem, der als een kleine kind met tuinen jongen aan komt en zei, Herr, ik geef die mijn leven en vertrouw die alles aan en weet dat die mij daar niet vieren wordt. Wo die niet wordt met mij zijn. Wo die niet wordt daar trouw. Du wirst bij jeder Situation du sein. Du bist zuverlässig. Ik kan met die rekenen in jeder Moment. En dan zegt God, das Bengel heeft het begrepen. En hij kijkt stalt op die kinderen af. Die zei, mijn vertrouwen is ganz op God. Ik vertrouw ganz op de Herrn. Dat thema is God verste. Nicht Menschen verste. Hast du mal beobachtet, wie viel Menschen furcht unter uns ist? Wenn wir im Betraum kijken, ja, wie seine, wie groß und stark vertreten die Menschenfurcht ist. Unter uns und vielleicht bei mir persönlich. Wir passen normalerweise doch da noch ab, was wird die über mich denken, oder über mich zu dem sagen, als das, was Gott über mich denken wird. Und was die über mich sagen wird. Ons ist die Nummer, ons ist unsere Anerkennung, die Menschen gehen über wichtiger als Gottes Anerkennung. Der Mensch kann ja wieder sein, der kann uns sein, Gott kann ja wenig sein. So, folgedessen ist uns das viel einfacher, dort hier zu praktizieren und viel darüber bedacht sein, Furcht zu haben für den Mensch, damit wir Gott anerkannt sind bei dem, und es steht Furcht zu haben für Gott. Doch die Bibel sagt, der Mensch kann die uitmerken, bloß der kann die Säule nicht antasten. Und er sagt, Gott ist der, der die Säule in der Haal verdorven kann. Heeft die dort nicht furcht? Fällt die dort nicht mit Angst? Dort die Heere, dass Gott fähig ist, in dem Stone ist, die in die Säule in der Haal zu verdorven. Das ist furchtbar. Das ist grausam. Das ist schrecklich. Das haben wir uns nicht verstanden. Dort hat kein Dreh. Dat jet bloos verder was. En dat zegt de Bibel. Furcht dem, die dat kan. Der Mensch kann dat nicht. Ich möchte auf ein Beispiel stellen aus dem Alten Testament in 1. Mose. Wo sich dort an die Geschichte von Josef handelt. Für viele Kinder Gottes ist das eine bekannte Geschichte. Für viele, die Jesus Christus noch nie anerkannt haben als ihren persönlichen Heiland, wird das vielleicht eine fremde Geschichte sein. Aber da handelt sich dort nicht, weil bloß was erwähnen von der Geschichte. Am eine Gelegenheit, als Josef, der von seinen Brüdern verkauft wurde, wie als ein Sklave nach Ägypten, in dem Haus von Potiphar gekommen wie und als ein ungesehener Mann angestellt wurde wie, war das ganze Haus von Potiphar zu sein. Doch da begab sich eine Gelegenheit,
Wo Potiphar seine Frau en Josef allein in dem Huis waren. En dat is een gefährliche Sache. Dit nahm sich gefährlich ran. Doch Potiphar seine Frau ward met einmal an, dat es Josef een schmacket uitzijnen had. En zij had een beleid op hem gerecht. Zij ging erop aan, deze jonge man aan te laden, met haar een intieme gemeenschap te hebben. Dat meint je Geschlechtsverkehr te hebben. Zij wil deze jong de feit slaan, damit hij nenvallen zal en met Geschlechtsverkehr hebben. Josef had dat klaar. Wem hij te verste had. Die Entscheidung, die Josef traf, die bracht hem nicht dazu, dat alle man Geld über hem reden deed. En dat vong beim ganz heißen Haar an. Die über hem weer. Sie noemen werd slecht gemerkt. Bij zijn Ehendeimer, bij zijn Wirt. Die Botschaft kommt direkt von seiner Frau und sagt, diesem, den du hier über mir gestellt hast, der hat mich versucht zu vergewaltigen. So Josef seine Entscheidung, Gott nicht zu beschämen, bracht am nicht in gouden noemen, onder Menschen. So hij moest met dat rekenen. Hij werd van de arbeid afgenomen. En dat blijft niet bloß door. Hij werd in Gefängnis eingeschmissen. En dat blijft niet bloß dabei, wie weiter. En die Menschen wisten dat damals, dat im Gefängnis champ normaal moet deinen, die wat verbroken heeft. Die wat ongehoorzaamheid gedaan heeft. Die je hier doen als straf dafür. So, wat had Josef dan nu verbroken? Dat hij moest deze straf op zich nemen. Dit kunnen die zijn die in vrijheid leefden. En dit kunnen die zijn die met ambt im Gefängnis waren. Aber wie war dat van de mensen je zijn? Laat wat hij hier, je luistert u, dat van een König nicht durch seine große Armee gerat wird. Ein Ries nicht durch seine große Kraft gerat wird. Ein Piet auch nicht halt in ihrer Kraft auch nicht raten kann, so wie im Psalm nicht lesen deide. Dort du die durch menschliche Ratschläge und Therapie raten wirst. Ist dir dort mal abgefallen, dort wir imstande sind, alle Wehen help te zieken? Bloß nicht bei Gott. Wir kennen nur sehr viele Städte von Menschen, Rane, help te zieken. Wir kennen viel uitgeven, wir kennen viel tolen, help te zieken. Aber wir kommen nicht leicht, nur Gott in erster Stelle. Wann wir ich alles gastiert haben, wann wir ich alles geprüft haben, dann fangen wir an, Frau, Gott, wo bist du in all diesem? Doch wo Gott al von Anfang an, euer wie den ersten Cent gastierte, du wir en wacht, ab dat wir kommen sollen. Doch wir haben te viel Furcht vor den Menschen. Beschämt zu worden von Gottes Handeln. Und nehmen das Leben ab uns. Alle menschliche Wissenschaften uitzuschappen. En beschämt te worden letztendlich davon. En steht, dat wir nur Gott können. Die Bibel sagt, wer dem Herrn fürchtet, dem sein Hort wird vom Herrn selbst gelenkt. Der ab sein Traum sagt, von boven aufsteigt, der nimmt sich alle Zeit und der dem gottesfürchtigen Mensch sein Hort lenkt. So, das beschützt uns, wenn wir gottesfürchtig sind. Das beschützt uns Hort, weil es unsere Gedanken, uns ganze Sinne, unsere Gefühle waren von Gott selbst, der ab seinen Thron sagt, gelenkt. Du und ich, wie Mathe 3, nur die Bibel. Hier ist dort Banner, was wir brauchen.
Vielleicht fragt sich einer oder der andere, was bedeutet dann endlich mal Gott fürchten? Meint er, dass ich in Angst leben soll? Doch die Welt lebt in Angst. Von der vielleicht alle aus Joy. Die Welt ist mit Angst geprägt. Soll ich Schiss haben, dass Gott mich strafen wird? Viele Menschen sind so abgetroffen geworden, dass die das Verständnis von Gott haben. Die setzen einen Check drauf. Nu hast du einen Fehler gemacht, dann schreist du ein. Und die haben tatsächlich Angst. Ich verstehe das so. Gott will nicht, dass wir Angst haben vor ihm. Gott will, dass wir ihm fürchten. Was ist der Unterschied? Lass mich einmal ab dem Gottes Furcht eingehen. Und ich wollte das anhand von diesem Beispiel von Josef merken. Was bewirkt Gottes Furcht in mir persönlich? Gottes Furcht löst in mir eine Kraft aus, die uns oprecht erhüllt hat. Und das einmal als erstes, Gottes Furcht bewirkt Angst. Ganz aufmerksam. Respekt, kann ich auch sagen. Gottes Furcht bewirkt Angst in mir, die Sinn gegenüber. So, wenn ich gottesfürchtig lebe, dann habe ich Angst zu sündigen. Mir ist Schiss, dort zu tun, was Gott verlassen hat. Mir ist Angst, dort zu tun, was Gott weiterhin hat. Dort bewirkt Gottesfurcht in mir. Weil es der Sinn, meine Gemeinschaft mit Gott und seinen Heiligen Geist zu wärmen hat. Der rettet im Kanal durch. Josef sagt, eine ganz interessante Bemerkung. Wie kann ich bloß zijn schlechte Töne in jeden Gott singen? Wie kann das bloß in mir nennen? Das geht doch nicht. In 1. Mose 39, 9b. Er hat nicht Angst, dass wenn er mit Potiphar seine Frau Sex habe, dass er von einem Kind schrie. Das wäre absolut nicht seine Angst. Er hat nicht Angst. Für das, was die Menschen über am reden würde, wenn er mit seinen Chef, seine Frau, eine intime Gemeinschaft würde haben. Er hat nicht Angst. Seine Angst ging viel wieder. Seine Angst ging gegen Gott. Dass der Sinn am Tranen wird von Gott. Wie kann ich bloß sein gegen Gott tun? Das geht doch nicht. Dort ist, weil es gottesfürchtig wird. Josef wusste dass Gott seine Qual wird, der niemals uitdrehen hat. Wenn er diesen Kanal, der von Gott noch ankommt, der seine Tod durchschritten wird, dann wird dort Arm kaputt machen. Arm wird dort bewusst, dass diese momentane, karte, Fleischeslust, der am geboten wird von Potiphar seine Früh, am von Gott aufbringen soll. Wenn er sich darauf anlässt, das bedient für ihn der Sinn, Trennung von Gott, dem er doch so viel rechnet hat. Der für ihn doch so viel wert wird. Gottesfurcht, wenn wir uns an Gott hören, dort ist, was uns stolz macht. Dort ist, was uns Kraft gibt. Damit ich dich bei Gott bleibe in seine kann. Weil hij ist mein bester Lehrer. Wenn ich Gott fürchtete, dat hij mich direkt schule. Wo immer ich sie. Lieve Zuhörer, unsere Gesellschaft hat großen Überfluss von Menschen, die Menschenfurcht haben. Die furchtvoll Menschen gehen überleben. Aber die haben einen großen Defizit an Menschen, die gottesfürchtig
leven. Zo zijn ja veel zaken, als we in ons menselijke lot, zoals zum Beispiel geld, net, iets, alcohol, nicotine, drogen, pornografie, plüderie en zo wieder en zo weg. Viele dingen die kein Mensch sieht, aber die onze Gemeinschaft mit Gott tranen deine. Wir können nicht dicht bei Gott bleiben, wenn wir Gott nicht fürchten. Ohne te blinken sind wir verkommels reit, den Kanal durchrichten zu lassen, ohne dass wir überleicht haben. Wir haben bloß hastig so gehandelt, dass er durchgetrokken ist, weil wir Schiss hadden. Was wird die zu mir sagen, oder was wird die über mich denken? Doch Gott fordert uns ab. Gottes Furcht bewirkt als nächstes in uns Furchtlosigkeit Menschen gegenüber. Josef wäre der Fall ganz entdeunt, was der am Kummer wurde von den Menschen her. Hij weer den Preis te tolen, den de Menschen am aufkassieren wurden. Dafür, dass hij Gott fürchten deed. Dafür, dass hij sagen kann, nee, ich kann dit jeden Gott nicht tun. Das wird mir was kosten. Aber ich kann das jeden Gott nicht tun. Ich habe so vielmals gesagt, liebe Zuhörer, du brauchst als Kind Gottes niemals leben. Niemals. Das kann dich aussehen, dass du was einen Preis tollen dafür. Aber du brauchst trotzdem nicht leben. So ist das mit der Gottesfurcht. Das ist nicht, dass die das immer was boven auf der Wald schweben, wenn du gottesfürchtig warst, die Menschen gegenüber. Du warst vielmals einen Preis tollen mit. Das ist vielmals, dass wir das machen. Aber wer sich entschließt, ist Josef und sagt, kost mir das, was mir das kosten soll. Ich sie heute tun, aber nicht meinen Gott. Temptation. Da will er festhält. Seine Menschenfurcht schleibt an, weil Gottesfurcht sein Hort regiert ein. Er sagt, war all dort Handeln von diesen Menschen, was am Ram wäre, war dort Gott sein Handeln. Er wisst, was Gott tut, und er wisst, was Gott tun wird, wenn er am Trü sein wird. Er hat klar, dass die Menschen seine Gottesfurcht nicht ersteigen können. In seine Gottesfurcht stund für keinen Preis zum Handel. Drittens, Gottesfurcht bewirkt, dass wir respektvoll und liefdollig andere Menschen gegenüber waren können. Als Josef mit seinen Brüdern uithandelen deed, als die in een nood naar aankomen, en wie weet dat een mens, wanneer in nood is, dan is hij vulnerabel. Vulnerabel te zijn, dat betekent, ik wil irgendwas doen, Hauptsache, du helpst me. Ik zie hem staan, irgendwas te tolen, oder irgendwas ab te geven, Hauptsache, ik kom hieruit. Dat is wanneer ik vulnerabel was. Deze Brüder, wat am als een Sklav verkauft hadden aan Ägypten, die komen nu aan. Natürlich anweitend, wer hij weer. Aber die komen in een noodsituatie nu aan om hulp te vinden. Zij zachten. Zij waren fähig, irgendwas te doen, wat dit schedel te aanzaaien wordt. Hauptsache, die kon aanhelpen. Wat wordt Josef in diesem Moment doen? Wir zijn in 1. Mose im Kapitel 42, Vers 18. Seht Josef da an. Ich sehe ein Mensch, der Gott fürchtet. Diese Jungs, die wären mit einem großen Bedürfnis nach ihm gekommen. Nämlich, wenn der Mehl leidet, weil es Hunger durch ist. Dann sagt Josef und vermittelt eine Sicherheit in mein Wort. Als Gottesfurcht. Ich kann mir das andere deutlich merken. Alles, was Josef vermittelt hat, die kann ganz voll vertrauen. Ich will ihn nicht ausnutzen. Ich will jene Bedürfnisse nicht missbrauchen.
Waarom niet? Weil ik dat geen God niet deunen kan. Ik geloof je zo wat je dacht aan. Ik kan niet dat deunen, geen God, wat je met mij gedaan aan. Dat jet niet. Ik wil dicht bij God blijven. Ik wil dicht bij zijn hart zijn. Mijn hartslag zal van zijn hartslag inspiriert en motiviert zijn. Jezus zegt te eind. Je kennen dat weiter. En mijn hart is Gottes furcht. Ik wil jullie op een beding gaan laten, zegt hij. Wanneer we ons voorstellen wat voor een ervaring Jezus met zijn bruiden gehad had. Die allemaal op grauwzame orten wies verzocht luisteren te worden uit ihrem Familienkreis. Dann hat Josef sehr wahrscheinlich ganz anders handeln können in diesem Fall. Aber weil es Gottesfurcht in sein Hort wir, bevor Gott am dafür sich und seine Brüder zu verschulden. Er bleibt frei davon. Aber er hat seinen Grund klar an Gott. Er wird menschlich seine Brüder gegenüber. Dort wird die Pfeile. Ab die Pfeile kom ich aan. En we bevinden ons op een zelfsgestuip op deze eerd. China van ons is Jata en Maya als de andere. God is de einzige die Jata is. Als nächstes en als laatste, Gottesfurcht in andere wereld, kunnen we ook zeggen, jeft ons karakter. Karakter heeft met integer te zijn te doen. Integer te zijn, betekent dat mijn zaaien en mijn duinen ganz overeenstemt. Integer te zijn, betekent dat ik zie. Ewa dag, zo oeves, de nacht, kraatjen duint, waan en hoe ik zie. Ik speel geen tweezijd je zegt. Ik zie wie ik zie. Of dat nu stemt of niet stemt. Ik leef mijzelf. Een citaat van Modi zegt, karakter is wat man im Dunklen is. Doe wo mij keiner zit. Zoals ik doe zie, dat is mijn karakter. Doe wo mij keiner zijn kan. Zie ik verhandelbaar? Is dat klaar voor mij dat Gottesfurcht in mij nicht im Handel steht? Der ist verankert. Ik zie wie ik zie, krijgt en deunt wo ik zie en met wem ik thuis zie. En Joseph is een van deze personen die karakter had. Die karakter wijze dat hij zichzelf stond. En wie dat krijgt en deunt, of hij doet alleen met Potifar zijn vrouw wie oder niet. Dat we hem krijgt en deunt. Lieve mannen en lieve vrouwen, wie zit dat bij die en bij mij uit? Wer entschlitt in ons wat we doen en wat we niet doen? Deze ongelegenheid dat Potifar zijn vrouw met Jozef alleen in huis weer. Zij beid alleen. Dat kan we doch menschliche zijn wie een guter Punkt, wat helpen kan zich te entscheiden. Jozef sagte sich selbst, Umstände sind kein Grund, worauf ich mich basieren kann, an meine Entscheidungen zu treffen. Kein Grund. Was ist dann der Grund? Gottesfurcht. Ich furcht Gott, sagt er. Mein Hart ist gefällt mit Gottesfurcht. Ich kann das nicht tun. Of wir hier, of du und ich hier allein sind, of wir allein auf der Welt existieren, das geht nicht. Warum nicht? Der furcht Gott gegenüber. Merkt mir Angst für den Sinn, den mir von Gott tragen will. Das kann ich nicht tun. Das geht nicht. Das ist, was Gottesfurcht in uns bewegt. Das bewegt Charakter. Männer und Frühes, die abstehen können in unsere junge Gesellschaft, wie sie kennen. Wer sind wir?
ob uns es verlot. Waarom? Wens we integer zijn, wens we karakter haben, die kennen an uns Städte. Wir sind gottesfürchtig. Dort wird Josef seine Brüder vermittelt. Ich stelle mir so vor, diese Jungs, seine Brüder, die waren so mit Teufeltrühe gefällt worden sind. Als Josef hen zei, die wordt ons niet damit tun, want die Gott fürchtet dat, dan wordt ons niet damit tun. Dat is wat aan dat vermittelt uit. Wat Josef in diesem Moment halt bedeutet, wären nicht die Umstände, in der er sich befindet, sich zu entschließen, Gott nicht zu entehren, dat wird seine Furcht Gott gegenüber. Gottes Furcht, es entblifft unsere Radung. Hier möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Vers 16 bis 19 uit dem gelesenen Psalm 33, wo wir lesen, ein König wordt nicht durch seine große Armee geraten. Ein Ries wordt nicht durch seine große Kraft geraten. Pied helpen ook nicht. En große Kraft kann nicht raden. Aber der Herr hält die im Eeuw, die arm verrichten. Die met seine Treuheit je Leib rekenen, dat hij Seile vom Dood raden wordt. En aan en de hongersnood omleven huilen wordt. Wieveel wordt ons hart ergrepen van angst. Aber Jesus zegt, zie je troost. Hab Zuversicht. Ik heb alles gewonnen. Du kannst vast aan mij geloven. Die Bibel sagt in Jesaja Kapitel 54, Vers 6, seht jünt dem Herrn, zolang als hij zich vinger laat. Raubt aan, wanneer hij nog dichtbij is. Lieve thuisheren, dit is de moment. God is van jou nog te vinden. We weten niet of Maria. Ik mocht die uitroepen. Ziet die dem nu. Ran luis voor zijn feit op je neues. Hij laat zich van jou vinden. Maria weet wie niet. Van jou zegt hij. Zolang als hij te vinden is. En ik lood die aan met mij te bidden. Voor de hemel. Du bist die der dienen Heiligen Geest, der hat der erforschen hat. Und der chant, wat er binnen is en wat er uit soll en wat er nennen soll. Musst du der dienen Heiligen Geest de Kontrolle über jeder Hort nehmen, der uns von der Teile gedacht, der dient wird gedacht. Und musst du in jeder einem ministrieren und seine Bedürfnisse noch. Deine, damit er dort finden kann, was er in die Brücke hat. Damit er dort in die vinden kan wat hij broken deed. Voor de hemel, du bist der Allmächtige, der gekommen ist. Ons Menschen friedlich helfen von Angst und lädt uns an, gottesfürchtig zu leben. Damit wir Angst haben für Sinn, damit wir Angst haben für dort zu tun, was die weidet. Damit wir Angst haben für dort, was uns von die aufbringen hat. Vor dem Himmel musst du uns mit dieser Furcht fallen. Onze Worte fallen zum Überfluss sein lassen, damit wir ehrfürchtig diejenigen überleben können. Und damit wir bestrebt sein können, dort zu tun, was die Frieden will, was die Geld hat, was die Hilfe geben hat, was uns selbst raufsaten hat. Und dass wir für den Sinn Aufstand nehmen können. Und die Heilige in uns leben. Jesus Christus, deine Teilung, dass wir können getröst sein. Du hast die Welt gewonnen. Du hast alles, was dem Vater war, stand, besiegt. Und wir können, wenn wir die Siege in die gefangen haben, das Leben in die Hand, für immer, so wie wir gesungen haben, dienen Kinder sein. Ich lobe und preis deinen heiligen Namen. In Jesus Christus in Namen. Amen. Ich sieh mich einig, zum Jesus vor.
Jesus fällt.